Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Fondschance. Wir schauen heute mal wieder auf die aktuellen Trends der Fondsmärkte und ich begrüße dazu ganz herzlich Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Herr Metzger, in der vergangenen Woche ist es doch ziemlich abwärts gegangen für den DAX. 4,2% hat er verloren, also doch ein deutlicher Verlust und der Handelsstart jetzt in diese Woche war auch nicht gerade berauschend. Wie geht es denn jetzt weiter? Naja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt einmal eine gewisse technische Gegenreaktion auf diese angesprochenen Kursverluste, die teilweise sehr heftig waren, sehen, dass hier also auch Schnäppchenjäger zum Beispiel zugreifen und ihr Portfolio dann entsprechend bestücken. Das könnte den Markt dann etwas nach oben treiben. Allerdings bin ich jetzt für die nächsten Wochen etwas skeptischer. Ich könnte mir da doch vorstellen, dass die Nervosität in den Märkten bleibt, dass man weiterhin genau beobachtet, wie die Notenbanken reagieren. Natürlich vor allem, was die amerikanische Notenbank vorhat in den nächsten Wochen, denn wir dürfen ja nicht vergessen, der Hauptgrund für die Kursverluste, der war doch oder ist die Angst der Börsianer, dass eben die Notenbanken, allen voran die Fed aus Amerika, eben die massive Liquiditätsversorgung der Märkte zurückführt, also hier etwas restriktiver vorgeht, dass zum Beispiel die amerikanische Notenbank ihr Anleihekaufprogramm etwas zurückfährt, denn die massiven Kursgewinne der letzten Monate, die waren ja doch insbesondere auf diese deutliche Liquidität zurückzuführen, mit der die Notenbank die Märkte versorgt hat. Also hier, denke ich, wird es noch über die Sommermonate vielleicht etwas holprig zugehen, bis man hier Näheres weiß, wie die Notenbanken reagieren. Und bis Jahresende, denke ich, könnten sich dann auch wieder die fundamentalen Daten durchsetzen, die eigentlich ganz gute Gewinnsituation der Unternehmen. Und da denke ich, da könnten wir dann auch wieder höhere Kurse sehen als jetzt. Also bis zum Ende des Jahres sind Sie dann doch optimistisch. Wie sah es am ETF-Markt aus in der vergangenen Woche? War es hier ähnlich wie beim DAX? Ja, da können wir doch festhalten hier in Stuttgart, dass die Anleger wieder Mut fassen, dass man also diese niedrigen Kurse mittlerweile wieder zum Einstieg nutzt. Man trennt sich also von sogenannten Short-ETFs, also von Produkten, mit denen man auf den fallenden Markt setzen kann, nimmt hier gewissermaßen auch Gewinne mit, fasst wieder Mut und greift bei den Long-ETFs zum Beispiel auf den DAX zu. Man kauft zum Beispiel den Euro-Stocks über die ETFs. Das Gleiche gilt für die amerikanischen Aktienmärkte, für Dow Jones und S&P 500. Etwas anders sieht die Situation in den Schwellenländern aus. Hier haben wir doch eine etwas größere Verunsicherung, was die Anleger hier in Stuttgart am ETF-Markt angeht. Hier greift man nicht so stark zu. Wir hatten ja zum Beispiel auch zuletzt doch etwas schlechte konjunkturelle Daten aus China zum Beispiel. Schauen wir noch mal ein bisschen ins Detail, Herr Metzger. Wie sah es denn bei den Umsatzspitzenreitern aus? Wer war das? Entsprechend den Umschichtungen, die ich erwähnt hatte, von den Short-Produkten in die Long-Produkte, war hier der DAX ganz vorne mit dabei. Produkte auf den deutschen Aktienindex DAX haben hier ganz klar die Umsatzspitze angeführt. Wir können aber auch beobachten, dass zum Beispiel Produkte auf den MDAX, also auf den Index der mittleren und kleineren Unternehmen in Deutschland, sehr stark, was die Umsätze angeht, gesucht war. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Devisenmärkte. Wie hat denn das Währungspaar Euro-Dollar jetzt auf die Äußerungen von Fed-Chef Ben Bernanke reagiert? Der Dollar konnte nicht nur zum Euro profitieren, sondern auch zu anderen Währungen. Und da war eben vor allem die Äußerung von Ben Bernanke beziehungsweise generell die mögliche Zurückführung der Liquiditätsversorgung durch die Notenbank ein Thema. Also hier konnte der Dollar ganz deutlich profitieren. Und im Hinblick auf die teilweise doch deutlichen Kursschwankungen an den Aktienmärkten, da haben dann auch wieder die Investoren den Dollar als sicheren Hafen gesucht und er konnte hier von diesem Status des sicheren Hafens dann doch auch wieder profitieren. Herr Metzger, kurz noch der Ausblick auf diese Woche. Was steht da alles auf der Agenda? Nun, wir hatten ja bereits heute den IFO-Geschäftsklimaindex aus Deutschland, der etwas die Stimmung in den Unternehmen widerspiegelt. Der Index fiel heute im Rahmen der Erwartungen aus. Ganz wichtig wird im Laufe der Woche noch sein, die Auftragseingänge aus den USA. Wir haben das Verbrauchervertrauen des Conference Board aus den USA und Daten zu den persönlichen Einkommen und zu den Konsumausgaben aus den USA. Thomas Metzger, Dankeschön für diese Einschätzung. Viele Grüße nach Stuttgart. Danke, sehr gerne. Und das war es auch schon für heute. In 7 Tagen, also in einer Woche, sehen wir uns dann, wenn Sie mögen, an dieser Stelle wieder. Und bis dahin können Sie sich natürlich das komplette Interview wie immer online anschauen unter www.derf.fm. Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.